Ella, Joel? wärst du schon ja +1 auf einer Hochzeit? Am Anfang theoretisch nicht. Eine gute Freundin wollte mich einfach mitholen auf eine Hochzeit und hat gefragt, ob ich könnte als +1 mitkommen. Und du kriegst dann aber meine eigene Invitation, weil ich mega, mega süß fand. Und du? Ja, ich wär schon +1 auf einer Hochzeit. Oder wäre das allerdings die 4-2 Leute wär? Da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ich mich auf jeden Fall gefühlt wie die +1. Ja, das Gefühl hatte ich definitiv aber auch schon. Dat hei ass Navy Sachs. All 2 Wochen schwätze mir über ein anderes Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Navy Sachs. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es Mittes um 3 op Radio Ara oder zu all Dares an Nutzeit op www.sexpodcast.lu. Willkommen an Moin zu einer neuen Episode von Navy Sachs. Schönen neues Jahr, ihr alle Guten. Happy New Dir Year! alle an Eisen Nullaustrarinnen. Merci gleichfalls. Wäderet vielleicht schon bei unserer Intros froh, ich gedurchtet, an wahrscheinlich auch durch den Titel von dieser Episode, schwätzen wir heute darüber, wie es Gast auf einer Hochzeit zu sein. Das ist ja vielleicht etwas, was über die Feiertage aufkommt, dass Leute hier Verlobung oder so bekannt gehen haben oder ich schon eine Invitation gekriegt hat oder ein Save the Date, wo ihn dann sich darauf vorbereiten muss, dass ihn vielleicht das Jahr dann irgendwann auf einer Hochzeit wird tanzen. Ella, du hast relativ viel Erfahrungen gemacht mit Hochzeiten am letzten Jahr, oder? Genau, mein Oktober war vollgepackt von Hochzeitsevents, was super flott war, aber auch super stressig teilweise. Ja, ich gebe aber nicht an, ich will da wirklich flott Erfahrungen. Alle. Und du, auf wie vielen Hochzeiten warst du schon? Also schon ob pur Mai, ich meine so 4 oder 5 insgesamt. Mir schwer das letzte Jahr auch auf enger und das wäre die erste, die nicht so ganz familiär wäre und die vielleicht nicht so ernst das wäre wie die erste Hochzeiten, auf denen ich wäre. Also ich meine, du hast für dich so atypisch Hochzeiten matt gemäht, allo so eng relativ klassisch, so gut matt Kirsch und dann enger Feier hannen drun, also das wäre eigentlich ganz so der klassische Weg, wie vielleicht das machen. Und da fängt es bei mir da schon an, weil immer wenn ich so davon höre, dass Leute sich bestimmt wollen, dann könnt bei mir so die Gedanken, ist das nicht ein bisschen komisch? Für allem, wenn sich dann sogar an der Kirche bestimmt wird. Als das etwas, was bei dir auch so abkennt, dass du denkst, so, als das nicht so voll den Hetero-Ritual an will ich da dann überhaupt unterstützen? Schon, ja. Ich habe aber auch schon ein bisschen so die Reflexionen gemacht, von dass ich Hochzeit dann echt aber als Zelebration von der Lebt von den Leuten gesehen. Ja, du gehst dann eine ganz Reihe Rituale, die vorgeschrieben sind, wo die Koppel sich entscheiden kann, ob sie die mitmachen will oder nicht. Aber bei den Hochzeiten, wo ich war, stung aber definitiv immer die Lebt von den 2 Personen am Mittelpunkt. Da war das doch mal komisch. Wenn ich über das Konzept nachdenken, fand ich das ganz natürlich auch ein bisschen komisch, ein bisschen weird. Zumal, weil ja, an meinen Gender Studies habe ich ja auch schon viel mitgekriegt, wie schädlich die Institution von der Hochzeit am Anfang ist, wie viel Ungerechtigkeiten dadurch aufkommen. Aber tatsächlich, die Hochzeiten, die ich mitgekriegt habe, die waren aber ganz schön. Und da manchmal aber auch große Hoffnungen, dass die Beziehungen aber immer die am Mittelpunkt werden hun. Ja, ich habe mir auch oft gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber andererseits löden dich die Leute an, weil sie dich wollen dabei haben, bei der Zeremonie oder bei der Feier. Und da geht es vielleicht nicht so viel Mengen Gefühle mehr zu der Zeremonie oder zu der Institution, mehr vielleicht mehr zu Menge Gefühle zu den 2 Personen, die sich bestürden und mit feiern, das dann eine Zucht von Unterstützung, die stehen Leute natürlich dann will gehen, weil ich sie auch gern hun am mich freien, dat ze mich akkulden hun an se dat dann mat mir feiere wollen an dat wahrscheinlich méi wie Grund gibt sich zu bestürden an den vielleicht nicht immer ganz so just lebt aus mir vielleicht doch Vierdeler oder Sicherheit oder wollen Traditionen oprechterhalen
dat könnt dann noch dabei an das aber dann vielleicht nicht das allererste und was ich so denke mir da muss ich da vielleicht einfach ein bisschen mehr relax sein also okay Leute tun hier grin ich muss die Grin nicht unbedingt wissen oder ich muss auch nicht unbedingt 100% nur vollziehen können mich kann für den der auch bei ich sein an ich Mod unterstützen bei dem was der feiern will und das fand ich am Anfang ganz schön. Ja, du sind ich 100% d'accord mit dir und ich mich auch als von Jeng Invitation gut ganz geehrt gefühlt, ganz gern gehabt gefühlt, dass die Personen sich von allen Menschen auf der ganzen Welt, von allen Menschen, die sie kennen, dafür entschieden tun, für mich willen dabei zu holen. Und ja, das fand ich auch super schön und genau, da gehen dann die ganz anderen Sachen definitiv zweitrangig für mich. Ja, bei den ganzen Ritualen ist halt immer, wir kommen hin und vielleicht noch froh, wie weit den sich dann du muss matt machen oder aktiv muss unterstützen oder ob du okay ist, wenn den einfach dabei also nur guckt. Für mich als so ein von den wichtigsten Lektionen auch bei der Hochzeit, wo stößt ja wer, wo ich dann auch mehr oder weniger den plus wer, weil ich die Leute nicht so gut kannte und mir das echt so Freund von meinem Partner wären hunisch mal gedurcht oder gesund krit du was hier nicht hat Abtraktion ob der Hochzeit mehr echt da so höchste eng Dekorativfunktion an dat tun schon von ganz wertvoll von so für mich selber für Matt zu hören okay Haut geht es nicht mich es geht um die zwei Leute die sich bestürden an ich trete da ein bisschen an den Hintergrund an ja hun eng Dekorativfunktion in der Gimäen das heißt es geht durch wenn ich da sind wenn ich gut esse wenn ich matt feiern wenn ich mich amüsieren und ich fand das klingt am Anfang ein bisschen easy ja als so mir für mich wäre das aber so ganz wichtig mal da in Erinnerung zu rufen und einfach zu sagen okay Haut geht es nicht für allem mich hat geht um die Leute die sich da bestürden an Mengen Aufgabe aus mich zu amüsieren und ich probiere das so gut wie möglich zu machen. Ja, ganz klar. Und ich fand, nicht hängt auch immer viel davon auf, wer eine Relation zu den sich bestörenden Personen steht. An meinem Leben habe ich rezent 2 verschiedene Koppeln bestört und du war meine Beziehung war ganz anders. Die eine Koppel, da war eine Person dran, die ich schon ganz lange kannte, mit der ich am Lycée war, mit der ich ganz eng befreundet bin. Und bei der anderen Koppel war ich eben so ein bisschen eine glorifizierte Plus One von einer Person, die ich zwar schon ein paar Mal kennengelernt habe, mit der ich aber keine größere Relation hat. Und da habe ich mich definitiv auch als Accessoire gefühlt und ich bin einfach da für Stimmung zu genießen, vielleicht ein bisschen zur Stimmung beizutragen, am Tanzen und so. Aber schon meinen Job auch viel daran gesehen für meine Freundin, die mich mitgebracht hat, eine schöne Zeit zu bereden oder dazu beizudrohen, dass hat eine flotte Zeit hat, weil hat sich wirklich riesig auf die Hochzeit gefreut. Ja, das hat mir dann auch immens Freude gemacht, für zu probieren, ihm eine schöne Experience zu kreieren. Und dann bei der anderen Hochzeit von meiner ganz engen Freundin, da habe ich mich aber dann auch noch mehr an einer funktioneller Rolle gesehen, für eben zu probieren, dass alles richtig läuft, für hat, ein bisschen zu gerieren, kleine Krisen, vielleicht helfen, die zu lesen. Dafür ein bisschen mehr dekorativ, mehr funktional, aber auch natürlich immer mit dem Mindset, dass es darum geht, dass die bestörenden Leute eine schöne Zeit tun. Aber hast du dann da auch so eine Funktion, dass das Sache matt organisiert ist? Ich weiß nicht, irgendwie ein Spiel oder irgendwie ein Griet, es müssen halten oder irgendwie so etwas oder weil das mehr so ad hoc? Nee, ich hatte am Anfang keine offizielle Rolle bei keinem von denen 2, aber ich meine, wenn ich sich schon so lange kannte, wenn ich sich so gerne hat, dann schießt nicht, das wird mich dann so überkommen, dass ich mit dafür zuständig bin, dass alles richtig läuft. Also die Person, von der ich schwätze, die hat sich einmal zu Lützeburg und einmal zu Southampton bestört. Einmal mit der Lützeburger Familie und dann einmal mit der größtenteils mit der Familie vom Bräutigam, der in England eben wohnt. Und bei der englischen Hochzeit, da war schon echt gekommen und du hast dann auch beim Aufbauen und beim Dekorieren und so geholfen und dadurch sind ich dann so ein bisschen manchmal da reingefallen an die Rolle vom Mithelfen, dass es schön geht. Ja, das tut mir aber auch Freude gemacht. Ich fühle mich am Anfang ziemlich wohl an der Funktion. Wann ihr dann so eine Anleitung kriegt, dax kriegt ihr ja so genau ein paar Bayer, schönen Decken, ein paar Bayer. Heinz, du hast das Gefühl, so gesagt, in der Anleitung schon, ihr den
d'Enveloppe abgemäht, weil da einfach so ein paar Bayer raus, den ihr normalerweise haut ist der es nimmer so gescheckt kriegt. Ja. Da steht ja dann die wichtigste Info drauf, also erstens mal den soll RSVP, also Répondez s'il vous plaît. Also einfach Bescheid so, der die könnt. Und du kann ihn da vielleicht auch schon seine erstens Präferenzen angehen. Auf jeden Fall ist das ein guter Moment für zu machen, weil du hast diese wahrscheinlich noch nicht bestellt. Besser wie 2 Wochen für drin. Dann steht auch natürlich drauf, wo es ist und wen ihr muss da sehen. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen über verschiedene Arten von Hochzeiten schwätzen. Aber wo aber rausfällt, ist, meistens steht dann auch ein Dresscode drauf. Und da wollte ich dich fragen, ob du verschiedene Sachen erlebt hast bei den vielen Hochzeiten, wo du wärst, oder ob das am Anfang immer relativ ähnlich wäre. Ich kann mich just erinnern, dass ich mal bei der ersten Hochzeit ganz unsicher war, weil ich soll undien, weil ich kann diese bestimmten Leute am Anfang als so ganz casual Leute und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, dass sie sich so ganz schön rausputzen und dann, dass sie so eine ganz formale Hochzeit feiern. Was das aber schlussendlich war, dafür ist mich aber dann ganz schön angetan, also ganz schick. Ja, ich müsste das aber dann einfach versichert kriegen von meiner Freundin, dass das wirklich da ist, was gefroht ist, weil ich meine dann von ganz gerne. Für mich ist das so, wie wenn ich mich ein bisschen verkleiden so. Und das macht mir immer Spaß. Ich war so, bist du da sicher, dass ich sterbe? Den an die Rock und den an die Haare. Und das war aber so, da war ich ganz fancy. Dann für die Hochzeit zu Southampton war es ein bisschen anders, weil das war eine Sikh-Hochzeit. Und da gab es 2 verschiedene Events. Also einmal die Reliefzeremonie und dann den nächsten Tag war so, ja, so die Party, wie sie, also nicht ganz viel anders wie die zu Lützeburg. Und für die Reliefzeremonie, wir sind als weiblich gelesene Person Rock und den Ruf geht bis bei den Anklen, an den auch Dirlebein verdeckt und Schlüsselbein verdeckt. Und an dem ihn hauptsächlich sich konnte an der Schneidersitz sitzen, ohne dass da irgendetwas exposiert geht. Dann den nächsten Tag bei der Party, da hatte ich einen Langa an. Das besteht aus einer schwerer, langer Jupe, die bis auf den Boden geht, und einer Blouse. Der Bauch war bei mir frei. Dann hatte ich noch so einen Schillerüberwurf, das nennt den ein Schuni. Und die gab auch um meiner Blouse festgespengelt. Und die konnte dann auch so an die Jupe randrapieren. Also das waren da ganz spezifisch Kleider, die ich da anhatte. Das ist ja wirklich ein ganz konkreten Dresscode und auch Sachen, die ihn da vielleicht nicht unbedingt daheim hat. Bei Eis wäre es irgendwie so Summer Casual oder so etwas. Aber sie geben sich aber früher, wenn sie sich schick umdrehen. Und wie das an Österreich wäre, konnte ihn auch Tracht umdrehen. Das habe ich natürlich nicht gemäht. Ich gebe für allem den Rot gehen, der den frei genug sich Gedanken macht, wer den dann noch so an der Garderobe hat, aber den da vielleicht wirklich will umdrehen. Weil ich für drin shoppen gehen und dann nicht eine passende Box fanden, da das ein bisschen frustrierend. Ich habe aber dann Sachen gefunden, die ich für mich als Summer Casual gesehen habe. Wo ich auch fand, okay, ich gesehen gut dran aus und das ist am Anfang formal genug, für nicht dumm angeguckt zu gehen und locker genug, dass ich mich wohl darauf fühle. Dann sind wir aber gekommen für der Kirche und ich habe dann festgestellt, dass ich massiv underdressed vis-à-vis von all den anderen Leuten, die da wären. Oh das wäre dann so ein bisschen so, okay, ich habe die Lösung gelesen, die hat die Lösung auch gelesen, mir hatte ein bisschen eine andere Interpretation davon. Ich habe aber eigentlich nicht viel Low-Base Blacker oder so kriegt. Also, da ist immer so ein schmuler Grad. Du hast ja auch gesagt, so, ja, du hast Lust, dich rauszufiezen. Nee, du hattest ja auch keinen Sinn, dass dann all die anderen Leute sich nicht so rausgefiezt hätten, da wirst du overdressed gewesen. Das ist eigentlich auch immer ein bisschen komisch. Naja, also vielleicht hast du tatsächlich die besten Methode für einen kurz aufzuklären, was dann wirklich immer da gemeint ist. Ja, ich hatte auch, ich mich nur erinnert, was die genau Wortwahl war auf der Invitation an Schmangen. Es war Sunday Best bei der ersten Hochzeit, wo ich war. Und da tue ich auch ganz offen für Interpretation von, da war ich mir nicht so ganz sicher. Da habe ich tatsächlich auch nur gefroht und dann raus und dass es eben sollte schick sein. Du hast gerade angeschwatzt, soll ich nicht kurz vor einer Hochzeit nach Kleiderkauf gehen oder soll ich sich schon echt Gedanken drüber machen. Ich habe tatsächlich den Rock für die Hochzeit den Moje selber noch kaufen.
ich hatte mir für ein Outfit ausgesicht an den Hundestun aber eventuell nicht schick genug fand, weil das war ein Box an ein Blues und schon dann aber mitkriegt, dass all die anderen ganz schick wären und dann wollte ich aber vielleicht ein Alternativ holen. Und ich hatte das schwierig fand, weil ich war zu dem Moment ein bisschen an einer Phase, wo ich mich an Rack nicht so mega wohl gefühlt habe und wo ich am Anfang echt ein Box hat welten undoen, weil ich da auch ein nicht so ganz straightforward Relation zu meinem Gender habe. Ja, ich mich dann aber für den Rock entschieden, aus dem selben Grund, den wir für drüben, dass es einfach Mengem empfangen nur den Tag nicht im Misch gegangen ist und dass es Schläfer einfach genau gepasst hat, wer jetzt für meine Freundin dann am schönsten wäre. Auch wenn hat natürlich niemals gesagt hat, du musst Rocken tun und hat am Anfang an den Mittelpunkt gestaltet, dass jeder sich wohlfühlt und dass ich mich auch wohlfühlen. Aber ich habe dann die Entscheidung für mich selber getroffen, dass ich echt der Leberwelt genau rapassen. Und dafür habe ich mir dann aber noch einen Rock gekauft, den ich auch ganz schön fand und an dem ich mich auch ganz wohl gefühlt habe. Also das war kein Problem. Aber das war kein so ein einfacher Prozess, für die Kleider auszusichern. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also ich denke mal, es gibt immer Möglichkeiten für den Dresscode kreativ auszulegen. Oder halt einfach zu sagen, okay, mir ist egal, ob du Genderen draufstehen, ob der Invitation oder nicht. Stehen einfach eng von den zwei Möglichkeiten oder von den Möglichkeiten, die du stehen und heißt du aus, dass das gegendert ist oder dass dann eine Formulierung benutzt wird, wo, wenn sie nur guckt, in dann da klar ist, dass das gegendert gedurcht ist. Und es kann ihn das ja einfach umdrehen, wenn den das will machen, aber da muss ich sich dann eben überlegen, okay, als man das wert, will ich das machen, will ich vielleicht drauf angesperrt gehen, Menschen die Rosennummer da, und wenn ja, dann ist es mir das wert oder nicht, und wie viel komisch Blick will ich vielleicht aushalten auf dem Dach. Also ich denke, das muss ich einfach überlegen, und die Überlegung, dass es vielleicht den Tag ja nicht 100% um mich selber geht, von den just Energie mir egal ist, die könnt halt dann immer noch dabei. Ja, für mich war es auch eine Frage von Komfortabilität, weil ich ein bisschen nervös war über das Ganze. Und ja, dann geht es aber ein bisschen so eine Art Sicherheit oder Komfortabilität, die mit könnt beim Mod passen. Und am Anfang nicht gegen die Norm gehen, weil ich von der gegen die Norm gehen ist aber oft anstrengend oder oft mit ein bisschen Unsicherheit verbunden an. Also ich wollte mal keine zusätzliche Unsicherheit noch mal drauflegen bei so einem großen Event. Ja, das kann ich ganz gut verstehen. Für allem, wenn ihr dann um so ein Event geht, dann könnt ihr nun, merkt ihr den overdressed, underdressed oder genau richtig getan ist. Und dann als DAX irgendeine Zeremonie. Also, hängt ein bisschen davon ab, wer den eingeladen hast. Da gibt es auch ganz viele Unterschiede. Es sind Leute, die machen Zeremonie just am kleinen Kreis und machen dann eine größere Party, die dann ein bisschen später ist oder direkt im Anschluss ist. Es gibt dann noch so Formen, wo es dann Zeremonie am ganz kleinen Kreis gibt. Da gibt es irgendwie ein Aperitif, ein Agap oder sonst irgendeinen Umtrunk am ganz großen Kreis, wo dann quasi jeder den ihr kennt, eingeladen wird. Und dann gibt es eine kleine Party, wo die ein bisschen mehr exklusiv ist. Und da gibt es sicher noch 100.000 andere Formen, die ich noch nicht abgezählt habe. Mein Punkt ist Zeremonie. Du hast ja dann auch eine religiöse Zeremonie mitgemäht. Also das wäre bei mir auch, da wäre ein katholisch, wo ich nicht so die Probleme hat für Matt zu machen, echt für inhaltlich. Aber wie wäre das bei dir? Also hast du da einfach gedacht, okay, ich gucke, was die Leute machen, die aussehen, wie wenn sie sich auskennen, oder gibt es eine Erklärung für drin? Wie hast du das aufgelaufen? Ja, mir kriegte von meiner Freundin ein großes SMS, wo alles erklärt wurde, was ihr müsst wissen. Und dann auch meine selber wurde man noch ein bisschen gebrieft. Und genau, ich habe das noch mehr aufregend gefunden. Also schon auch die anderen Hochzeiten aufregend fand, weil ich bei alle guten denen Faster ganz besorgt war, für alles richtig zu machen und nicht irgendwie ein Hochzeitsdrama auszulesen. Aber heute war es einfach mehr aufregend, weil es eine Hochzeit war, wo viel kulturelle Regeln am Spiel waren, mit denen ich eben nicht aufgewusst bin und die ich nicht unbedingt so gut kannte. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, am ersten Tag war die religiöse Zeremonie, der Part, und du sitzen zum Beispiel Altmänner auf einer Seite vom Raum und Altfrauen sitzen auf der anderen Seite. Und da habe ich dann aber recht gemerkt, wo ich schon ganz viel mit dabei neben der Braut sitze, auf der Seite von den Männern.
hat mich zwar nicht sich gerufen, aber mich angelötet, sich nicht hat zu setzen. Mich hat aber Angst, dass ich da vielleicht irgendetwas falsch verstanden hat oder sein Zeichen falsch verstanden hat und dass ich dann kulturelle Regeln nicht respektieren und dann natürlich auch noch, ob alle Fotos gut sichtbar, vierbei, ob der falsche Platz mal sitzen. Das war aber zum Glück alles okay so, weil die Hochzeit war bei ihnen daheim. Und da ist es dann nicht so streng, weil ich da ausgewünscht, dass halt Männer längs und halt Frauen jetzt waren. Wenn wir aber zum Beispiel am Tempel gewesen wären, am Gurdwara, dann hat ich müssen auf die Redzeit gehen, dann hat ich nicht der längs neben ihm sitzen. Also ich weiß nicht, bei einer katholischen Zeremonie geht es nicht so viel, weil der muss beurteilen. Vor allem, wenn den paar Jahre Massendinger wer da kennt, den das nach. Ich war auch Massendinger. Nee, ich weiß aber trotzdem nämlich genau, wie nie muss abstellen, wie nie nicht. Aber da kann ich schon mal ein bisschen in den Leuten orientieren, die aussehen, wie wenn sie Ahnung hätten. Also, dass dann erstaunlich viel Kammerkriege gegangen an all den Sachen, die so gesagt sind. Da habe ich auch dann innerlich mit der Stier gerunzelt und natürlich probiert, man nicht ummerken zu lassen. Aber das ist dann der Schwach von den Leuten, die sich bestören und den respektieren ich dann als gute Gast einfach. Und denke mal, okay, die siehst dich da raus, das für dir für diesen Tag Welt. Und ich muss das ja nicht matt drohen. Und das ist so ganz okay. Ich fand es doch immer spannend, sich so Zeremonien anzugucken, weil es dann aber immer ein bisschen so etwas von irgendeinem magischen Ritual und so, okay, du machst mal das und das, hallo, sie dir an von Gott oder von wem auch immer verbunden. Und ganz spannend, wie das so geht. Ich wäre manchmal einmal ja bei einer nicht religiöser Zeremonie dabei, also auf der Gemeinde. Du hast ja normalerweise just als Familie dabei oder du passen dann oft an der Saal gar nicht so viele Leute ran, da das dann echt ein bisschen mehr bürokratisch gewirrscht, wobei ich dann auch schon hören habe, dass es dann so Formen gibt, wo das dann auch mehr zeremoniell aus, vielleicht noch einen Ritt halten darf. Das hängt manchmal ganz von die Gemengen auf oder von den Standesämtern oder wie auch immer die Behörden dann sich nennen, wie viel du erlaubt hast und Zeremonie an Rituale. Bist du selbst schon einmal matt gemäht oder ist das nicht? Ja, das war auch tatsächlich für die Freundin, wo auch all die anderen viele Events waren. Du warst auch mal dort Gemeng. Und das war aber echt ein Zeremonial. Also das war in der Stadt. Und das ist ziemlich sehr über die Bühne gegangen. Das hat am Anfang ein bisschen mehr lang gedauert, nur all die Fotos zu machen, die noch gemacht sollte gehen oder die Familienmember noch wollten hun. Mir schon das aber auch ganz schön fand. Also den Zeremonie durchgeführt hat, der war auch ganz lustig, Stropp, hat viel Witze gemacht. Das war ganz schön. Und dann, wo wir rauskommen, weil normalerweise steht sie ja da Reis auf die Koppel, aber ich weiß, dass meine Freundin ganz besorgt, dass deren an Reis zu schießen, das nicht so gut für die Dauven. Der Tisch, ich hatte Sonnenblumenkerren mitgebracht und dann haben wir Sonnenblumenkerren auf sie geheilt, die Dauven dann auch direkt gefangen haben mit Fressen. Und dann waren wir einfach noch an von seinen Lieblingspubs in Drenken und das war ganz schön. Eure Loks. Ich war noch nie auf einer katholischen Hochzeit dabei. All die anderen Hochzeiten waren auch meine nicht religiöse Zeremonien, wo Kollegen dann offiziell tun und durch die Affäre durchgelegt tun und ganz live erscheinen Sachen, persönliche Sachen gesagt tun, die Männer mit keiner kriegen und so zu denen hatten und sich dann echt rund um Koppel selber gedreht tun und das war auf beiden Fall ganz emotional und wunderschön. Dann ist die Zeremonie ja irgendwann zu Ende und dann aussehen ob ein Party eingeladen, sozusagen, ein großes Fest. Sie hat das selben Tag, sie hat das ein paar Tage noch. Dann gibt es so ein paar Sachen, die in so machen kann, muss, soll. Ich habe mir das mal so unter dem Schlagwort Erste Feiern tanzen abgeschrieben. Es gibt sicher noch ein paar andere Sachen. Aber vielleicht fangen wir beim Ersten an. Das scheint, hat Friedrich schon gesagt, ich gebe probieren lang am Voraus Bescheid zu sagen, was die braucht, also ob ihn vielleicht vegetarisch ist oder vegan ist oder ob ihn irgendwelche Allergien hat. Vielleicht steht das auch sowieso schon auf der Anleitung drauf, dass den irgendetwas kann ukreizen oder irgendwie soll Feedback geben. Das gibt es auf jeden Fall machen.
für mich ist das auch immer ein bisschen so ein Punkt von Anxiety. Es sind zwar just Energiemähen vegetarisch, das heißt, also relativ standard für manchmal viel Restaurationen, aber trotzdem ist das immer ein bisschen so ein, lo brauche ich eine extra Wurst, und wenn das nicht klappt, dann muss ich mich dem Bescheid sagen und ich muss mich verspeiern, und am Anfang will ich dann nicht, am Anfang will ich keinem Zerlasch fallen, ich will just einfach kein Fleisch essen. Aber an den allerwenigsten Fall von Hochzeit ein bisschen mehr groß ist, werde ich wahrscheinlich nicht die allereinzige Person sein, die irgend so ein Special-Ding hat. Vielleicht sind sie noch mit den Leuten durch oder kennst du sowieso, und dann kann ich ein bisschen gemeinsam durch die Sachen durchleben, hoffentlich nicht leiden, aber das genießen, was ich kriege. Ja, das wäre so mein Trio zum Essen. Ich weiß nicht, ob du da noch hörst. Ja, mir geht es ganz, ganz ähnlich, weil ich bin nämlich vegan. Das ist ein Schöpf mehr kompliziert dann, weil du es rasch mischst, geht es dann eine Fleischoption und eine vegetarische Option. Und vegan ist dann eben noch ein Jahr darüber, ein extra Wurst. Und ich fühle mich auch genauso wie du, dass mir immens unangenehm, wenn ich dann du muss oder Mistprobleme waren. Ich misst zum Glück nicht, weil es bei all den Hochzeiten, wo ich war, ganz perfekt aufgelaufen ist und alles gut gegangen ist. Zumals bei der Hochzeit heute zu Lützeburg hat Koppel sich einfach entschieden für eine Fleischversion und eine vegane Version. Das war ganz easy. Du warst sogar bei den Happischer täuschend vegan und die waren so lecker. Ich habe mich wirklich mega gefreut, ob der Hochzeit zu essen, weil es war wirklich ganz so elaboriert durch und mega lecker. Und das war mir aber auch zum Verhängnis gehen bei der Hochzeit vom Cousin von meiner anderen Freundin, weil du kriegst ich zwar Hannover meist gesagt und eben das Format Essen nur gefangen hat, du kriegst mein vegane Plan und das war alles tipptopp, auch super gut. Aber du für drunter war aber noch eine ziemlich lange Periode, wo wir an einem Zelt gefeiert haben, wo ich aber da schon ganz lange nicht gegessen hat und sind noch dann dran gegangen mit Tabletten, mit so kleinen Hapscher drauf, aber die waren leider alle nicht vegan. Und gab auch so kleine Teller mit Paella, mit Ham, also es war wirklich viel Essen da, aber nicht veganes. Und das war da wirklich lang gehen. Dann haben wir zum Glück aber eine Station gefunden, wo frittiert Gemüse serviert wird, Frituras herstatt, und die konntest du essen, und das war wie ein Halleluja, das war so fantastisch, wo ich dann Lunch-Abends essen konnte, weil da war es mal wirklich lang gehen. Mein Mann hat angefangen zu grummeln. Das ist nicht immer ganz einfach beim Essen. Mich hat bei allen Hochzeiten ziemlich Chance. Ja, ich hatte eine ähnliche Erfahrung, dass es auch Häpperscher gab, und da hatten sie dann Flammkuchen als Häppchen. Und es gab aber für die Fleischvariante und dann richtig vegetarisch. Das ist schon auch ein bisschen wie lang müssen werden, und wäre dann auch schon ein bisschen grummelig drauf, weil ich schon, du hast all die anderen Schnaps gegeben, ist schon nicht gekriegt. Und dann, als dann einfach etwas ging, und ich mich ziemlich gefreut. Aber zum Glück gibt es auch ein paar andere Leute, die sich vegetarisch ernährt haben, aber denen ich konnte dann ein bisschen Smalltalken und mich wundern, dass das nicht gehen. Da das überhaupt so ein Thema, denn der Smalltalk, von den nicht so viele Leute auf einer Hochzeit kennt, dann ist das immer ein bisschen schwierig, worüber ihn dann so kann schwätzen. Ich schon mal gedacht, okay, kann ihn immer drüber schwätzen, wie ihn die Leute, die sich bestürden, kennt. Da das immer gut abhängert, weil oft kommen dann irgendwelche schweizerische Geschichten noch, wie Leute sich kennengelernt haben oder was sie an der Schule so verbrochen oder und deres liegt über Zeremonie, über Location, über Dirsen sind so die anderen Themen, die mir angefallen sind. Und ich muss sagen, auf der Hochzeit, wo ich zuletzt war, da hatten sich die Leute, die es angeladen haben, effektiv ziemlich viel Gedanken gemacht, wen sie geben und was für ihn durchsetzen. Und wir wären dann so den Brettspiel durch, also alle Leute, die sie kannt haben, weil sie heinz da mit denen Brettspieler gespielt haben, und auch andere Leute, von denen sie wussten, dass die gerne spielen. Das heißt, wir hatten dann, und das wäre auch dann so angekündigt, ob ich ihnen erklärt, dass wir denen das wären, und wir wussten dann, okay, wir haben ein gemeinsames Thema, und wir können einfach mal ein bisschen darüber schwätzen. Ich meine, wir haben dann effektiv sogar auch irgendein Spiel ausgepackt und gespielt. Ich weiß aber nicht mehr wen. Wahrscheinlich Uno oder selbst. Das ist wirklich eine flotte Idee, ja. Ich hatte
bei der Hochzeit vom Cousin von meiner Freundin noch eine Schwierigkeit dabei, weil das war nämlich eine Hochzeit von einem spanischen Bräutigam an einem Bräutigam aus der Dominikanischen Republik, der Tisch der Golf. Größtenteils Spanisch geschwätzt. Ich hatte zwar einen Streak von, ich weiß nicht, 800 Days auf Duolingo mit meinem Spanischen, aber das war aber noch nicht so benutzbar am richtigen Leben und schon, ja, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten beim Sozialisieren. Es war natürlich jederin mega bemüht für mich, dazugehörig vielen zu lassen und meine Freundin hat dann noch die ganze Zeit natürlich Englisch mit mir geschwätzt und genau, sie haben sich alle wirklich drügen, aber natürlich, wenn du so in einer Familie, in einer Freund bist, dann fällst du echt an das Spanisch zum Beispiel, weil auch viele Leute nicht so gut Englisch konnten, Cousin, Cousinen, Bomen und Bopen, die nicht viel Erfahrung mit Englisch hatten. Das war ein bisschen schwierig, war da größtenteils ruhig den Abend und mit meiner Freundin geschwätzt und mit nicht viel andere Leute. Aber das war dann so und das war auch gar nicht schlimm und ja, also darum es geht wirklich nicht um mich und dafür habe ich das auch gar nicht so schlimm fand und war trotzdem mega flott. Und beim Tanzen brauche ich kein Wieder. Du konntest einfach mich mit jederem flott amüsieren und das war ganz egal, dass wir nicht so einfach mit den Schwarzen konnten. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn ich gerne tanzt, aber wenn ich Bist du nicht so den gut Tanzer? tanzt. Ich muss sagen, normalerweise nicht so, aber auf der Hochzeit nicht effektiv auch zu Inspiritor getanzt. Sie hatten auch so eine Aktion, da den hinkommt, Lieder schicken, die sie sollen an Playlist machen. Das ist natürlich dann auch spannend, wenn man dann immer darauf fährt, dass sein Lied da könnt. Ja. Ich weiß effektiv nicht, ob man das dann irgendwann aber hören haben oder nicht. Aber jedenfalls wäre da eigentlich ziemlich eklektisch ausfällt und das hat da schon Spaß gemacht. Und das war auch ein Moment, wo irgendwie Leute schon gegangen wären und es ein bisschen familiär wäre und ich mich effektiv getraut. Vier tanzen oder Dono oder dazwischen, ich weiß nicht, hängt nur ein bisschen davon auf, wie du organisiert hast. Gibt aber heinst du auch so Spieler? Geht das bei dir auch an wie es das fand? Ich komme mich tatsächlich nicht an Spieler erinnern. Ich meine, die Hochzeit, die war auch zu Valencia dann, weil die zwei eben nach Spanien wohnen. Und da war es wirklich Tanzen, war am Vordergrund stung, weil von der Bräutigam als ein professionellen Dancer also Musical-Durchsteller, an dem noch waren noch alle gute KollegInnen begnadet Dancer und haben sich da mega amüsiert und auch super Tanzeinlagen viel gedrohen. Und du hast sich dann ein bisschen angeschüchtert gespielt als Person, die, also ich habe ja auch mein ganzes Leben lang getanzt, mir echt ein Ballet. Und das kannst du dann nicht so do bringen. Du hast echt eine Art von Tanzen gefreut. Genau, mir das war aber mega flott. Und das Spiel kann ich mich nicht erinnern, außer dass eine Person vom Tisch gouf so als Entertainer irgendwie designiert und die kriegt dann so ein Flasch Alkohol und dann müssten probieren die Leute die so anzufiedern und du kriegst die dann noch direkt an den Mund geschüttet. Ich konnte leider nicht mitmachen, weil es war Alkohol, wo Milch mit drauf war. Aber das ist eigentlich das Einzige, was ich mich erinnern kann vom Spiel. Bei meiner allerersten Hochzeit, wo ich jemals war, von meiner Cousine, da gab es die Quiz über sie an ihren Mann. Und die Quiz hat man tatsächlich auch gewonnen, weil ich sitze neben seiner Schwester und das war nicht ganz fair. Und haben wir Kaktus gewonnen. Das war super. Cute. Wird bei dir neben dem Uno auch noch Spieler? Ja, sie hatten so eine Art Tombola. Also das Spiel wäre eigentlich irgendwie so mit Musik und mit Stoppen, also wen dann irgendein Objekt zu löschen in der Hand hat. Und dann konnte ihn etwas zählen aus einem Kurve, ein Zettel. Und da stand dann ein sehr Trupp, die ihn am nächsten Jahr mit dem Brautpaar müsst machen. Also irgendwie, ich weiß nicht, am Oktober Champignons sich gehen, am Dezember Glühwein auf die Christmärkte trinken gehen. Also es wären immer so Sachen, ich meine, für Almo und Appes. Da tun schon von auch ganz live fand. Die Hochzeit wäre da draußen und da gibt dann direkt neben dran nach einer Hochzeit. Und die hatte ein bisschen mehr penibel Spieler. Also da wärst du ein bisschen so, okay, aufschreckend Beispiel. Gut, dass ich auf der Leiter Hochzeit sind. Mehr, also ich meine, da muss ich sich schon immer überlegen. Manchmal geht es drüber und einfach am Hintergrund stehen, ein bisschen lächelnd. Kann mir unangenehm sein, aber du kannst dich manchmal dann immer dezent zurückhalten, wenn ich nicht unbedingt will, matt machen bei denen Sachen.
Das ist gerade, dass die Hochzeit dabei war und das hat mich dann noch daran erinnert, weil die Hochzeit aus Spanien, die war auch tatsächlich dabei und da war doch immens warm, dafür, dass es Oktober war. Aber dann noch so ungefähr der Halbstund wurde es angefangen zu regnen und dann ist es immer mehr dunkel gehen und immer mehr stürmisch und wir waren in so einem Zelt, dass ich mir am Anfang nicht direkt nass gehen, aber da habe ich mal angefangen, so ein bisschen bedrohlich zu wackeln. Ja, du müsst man eigentlich auch ein bisschen echter wie geplant an die richtige Säule gehen. Und du hat dann noch so stark geregnet, dass es am Saal so eine kleine Leak auf und dann ein bisschen Wasser sich im Boden gesammelt hat. Der Tisch, du hat wieder dann nicht so ganz matt gespielt. Hast du schon ein Kehr, dass wir da Strich durch Straschung gemacht hat oder ein Hauptcharakter ob der Hochzeit war? Das effektiv noch nicht. Also du musst so, dass ich bislang immer Chance hat, dass sie entweder der Bande wären oder wenn sie dabei wären, dass wieder effektiv immer matt gespielt wird. Was bei verschiedenen Locations effektiv gut wäre, weil ich erinnere mich an eine enge Hochzeit, die ein bisschen wie weit vom Schuss wäre. Und da wäre es schwer gewesen, für sich irgendwo wirklich zu stellen. Also als all die Leute, da hätte ihn da wahrscheinlich müssen einfach hingehen, wenn du gestürmt hätte. Ich weiß nicht, ob sie da auch eine Alternative nach so ein Ass im Ärmel noch gehabt hätte, wo sie nach hätte Kinder ausweichen. Das weiß ich nicht mehr. Das wäre ja ein bisschen risky, mit zum Glück ist alles gut gegangen. Und du musst ihn da vielleicht auch einfach drauf hoffen, dass wir da halt mehr, ja, also selbst hatte ich bis so nach nicht. Ich gebe noch gerne über ein Thema schwätzen, was man nur schon so ein bisschen angeschwärzt und ohne du zu schwätzen, nämlich immer, wo man gesagt hat, dass ihn sich am Hintergrund halten kann, jetzt aus von den Fotos. Wie hast du das bei den Hochzeiten, wo du da erlebt? Hast du auf viele Fotos gelandet, ganz viel, auf der falschen Platz an der falschen Reihe, oder hast du dich dann aber echt an den Hintergrund verzogen? Ja, ich muss sagen, ich bin immer echt gerne am Hintergrund, weil ich einfach zu viel Angst habe, dass es vielleicht die perfekte Fotos von der Koppel und dass sie sich mega über die Foto gefreut hatten und da stehen nicht irgendwie am Hintergrund und ich meine eine komische Grimasse oder so. Dafür sind ich am immer echt fortgegangen, wenn die Fotografin am Engagen kam. Und einerseits war das gut, weil ich schon tatsächlich auch kein Foto ruiniert, mengens Wissens. Andererseits habe ich dann aber auch ein bisschen schuld fand, dass ich auf relativ wenigen Foto und da schlussendlich drauf war. Ja, besonders auf der Hochzeit zu Valencia habe ich mich express nicht dabei gestellt, weil sie ein Familienfoto gemacht haben. Und ich weiß, okay, habe ich mich nicht gefreut als glorifizierte Plus One. Da stand ich mich mal bedürft auf die Seite. Und dann hat aber Tata von meiner Freundin gesagt, nee, da muss auch mal das Foto. Geht da sicher. Und natürlich so süß fand und so herzlich fand, dass sie mich aber auch mal dabei wollten holen. Und genau, das war dann meine positive Erfahrung mit Fotos, wo ich am Anfang aber echt negativ Gefühle dazu habe. Das ist, ja, kann aber auch ganz schön sein, ganz süß sein, wenn du dann extra dabei gefreut bist. Wie fühlst du dich dazu? Ja, ich sehe am Anfang auch nicht immer so gern ob den Fotos drop. Das heißt, ich probiere dann auch mich echt am Hintergrund zu halten. Ich meine, es sind eine große Gruppenfoto gemacht, ob der erste Hochzeit, wo ich da wäre, also wo man dann alle guten irgendwo stungen an Fotografin von Ofenruf ein Foto gemacht und ich gesagt, okay, da stehe ich einfach an der Mast, da fallen ich wieder nicht so viel ab, hoffentlich. Und dann hatten die effektiv einen riesigen Plan, ganz detailliert ausgemäht, mit wem sie alles für die Foto machen, was für Gruppen von Leuten müssten auf Foto machen. Und wie das ist ja am Anfang just plus one wäre, mehr oder weniger, wäre ich natürlich nicht auf den Listen drauf. Zu der Zeit konnte ich mich dann mit den Leuten, die auch nicht auf den Listen drauf wären, erhalten. Oder mit denen, die gerade nicht fotografiert gesehen in der Hallen, aber ich muss schon nicht müssen irgendwo matt hinstellen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie eine Kategorie hatten. Lo kommen all die Leute, die wir am Anfang nicht so gut kennen. Und ein Foto von denen, aber das hatten sie dann nicht. Aber das ist natürlich auch ja, ein bisschen witzig von denen dazu. Okay, das lo und dir, du musst lo bei der Gruppe mal auf Foto. Das schenkt dem Brautpaar immens wichtig gewesen zu sein, für ganz viele Fotos und eine gute Dokumentation zu haben von dem, was auf hier im Dach geschieht ist. Da das ja voll okay und da das ja auch unterstützenswert, wenn die Leute wollen die Erinnerungen haben, die sie dann haben. Und dann stelle ich mich auch bei einem Gruppenfoto, aber ich muss vielleicht auch nicht dann super immer am Vordergrund sein oder probieren, durch hier und links zu laufen, wenn gerade irgendwelche andere Fotos
gemäht gehen. Heinst du gehen doch so Alternativmodelle wie mir hun just eng Fotografin, die rundum lebt an quasi offiziell Wedding-Photographer aus an sonst mischt kein so wirklich viel Fotoen, die Leute, die dann so die Einwegkameran op den Tisch stellen und dann kann sich all Tisch oder all Gruppe auswählen, wenn da laufen hin ein Fotograf in aus an so Schnappschuss machen. Das fand ich vor eine ganz live Idee. Ja, das ist Weil den auch oft gesagt, wo ich aber selber noch nie Chance hat, sozusagen, dass das dann so ein Fotobooth gibt, so ein Automat, wo man sich kann dran sitzen, wo man sich vielleicht auch kann verkleiden. Ja. Da kann man so sein Foto machen und die da vielleicht auch noch matwellen. Fand ich auch ganz live. Ja, das gab es tatsächlich zu Valencia, das war auch mega flott, für so zu posieren und einfach ein bisschen silly Fotos zu machen, das war cool. Aber wo du auch geschwart hast, drüber nicht am Vordergrund zu sehen, du hast mir am Anfang aufgefallen, die Fotos von Valencia habe ich zwar noch nicht gesehen, aber wie das ich da war mit der Cousine vom Bräutigam, so sich auch ganz viel mit bei der Familie, und so auch um Tisch von der Familie, und ganz viel wo bei der Zeremonie, wo sie dann eben durch mit, weißt du, die klassische Zeremonie, wo ihn durch mit racken, dann dafür schwarz. Und da gehören doch, wenn ich mich richtig erinnere, 3 FotografInnen und Oh wow. Videograf sogar auch manchmal. Also das war auch immens gut dokumentiert. Und ja, wenn ich darüber nur denke, wo ich mich so abgehalten habe, und mit wem ich mich abgehalten habe, dann manchmal werde ich dann aber auf den Foto vielleicht ein bisschen mehr präsent sein, wenn man live wird. Aber das bleibt aufzuwarten, wenn die Fotos da bis verschickt gehen. Dann kann ich dann ein Update machen. Das gesagt ja dann, wenn sie bis du sind, ja, oft dauert das ein bisschen, bis du eine Dokumentation gibt und dann kann ihn dann, was für Grimassen geschnitten hat oder Ja. nicht. Ich gebe auch ein Foto von der anderen Hochzeit, wo ich auf der Tanzpiste ganz engagiert bin. Und das ist nicht die flatteringste Foto von mir, die es gibt, aber ich sage ihnen aber, dass es Spaß hat und das ist dann aber noch das Wichtigste. Ja, ich meine, das ist am Anfang auch ein gutes Fazit, ob man so meint. Ja. Also für mich ist es super verständlich, der den ganz komisch, ganz vielschichtig Gefühle zu so einer Hochzeitsanleitung hört. Aber ich denke, das wissen Sie, wie wir oft gesagt haben, dass den probiert, das zu ehren, dass Leute ihn angeladen haben und probiert, so viel Spaß wie möglich zu haben und ja, sich selber ein bisschen zurückhalten, dass ihn selber nicht den Main Character ob ich in einer Hochzeit und dann wird das Ganze schon riecht aus. Gehen. Ja, meistens hat ja auch Möglichkeit zu flüchten, wenn nicht gerade eine Hochzeit ist, die so bei einer Location ist, wo die ganze Hochzeitsgesellschaft über eine einsame Insel geflogen ist, dann geht es mir schwer. Oder bei einem Boot. Geht auch nicht. Ja, da hängt davon ab, wie gut du schwimmen kannst. Aber wie verzweifelst du was? Effektiv. Dann sind wir am Ende von dieser Episode gekommen. Ich so und dir alle merci für den Erfahrungsaustausch. Das wäre ganz flott und interessant. Und ich hoffe, dass man den Leuten, die sich vielleicht denken, oh nee, ich muss bei einer Hochzeit, ein bisschen Mut konnten zu sprechen. Ich weiß, dass mir das wahrscheinlich ein bisschen geholfen hat, so Sachen zu hören, ihr das schon bei einer Hochzeit gegangen wird. Mehr weiß ich das ja und kann auf die nächste dann ein bisschen mehr entspannt gehen. Ich konnte danach keine Anleitung für das Jahr, aber vielleicht könnte das ja noch. Und dann bleibt man noch dir alle an unsere Neuerstellerinnen schön 2 Wochen zu wünschen. Bis es darum heißt, mehr wie Sex. Genau, merci dir auch für die Konversation und merci also NoLauschterInnen und bis ganz geschwind. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Dual Control System. Den Dual Control System beschreibt, wie sexuelle Lust funktioniert. Dual bedeutet 2. An unserem sexuellen Gehirn gibt es 2 verschiedene Systeme, die Kontrolle haben. Accelerateuren und Bremsen. Das kannst du da metaphorisch wie bei einem Auto als Gaspedal und Bremspedal vorstellen. Es kann extrem hilfreich sein zu wissen, wie genau die 2 Kontrollsysteme funktionieren, für die eigene Erregung und Lust besser können zu verstehen. Wie funktioniert das Gaspedal? Es gibt Beschleuniger, die das Gaspedal von unserer Erregung und Lust drücken. An der Fachspruch nennt den das
den Sexual Excitement System, aufgekürzt SES. Dieses System kann durch Gucken, vielen Rischen, Heere, Schmachen oder Fantasieren aktiviert gehen. Als Gehirnsinnesorgane scannt die ganze Zeit als Umwelt nur sogenannten sexuell relevanten Stimulatoren auf. Das passiert, ohne dass man es mitkriegen, sozusagen automatisch. Wenn sexuell relevante Stimulatoren entdeckt gehen, schickt Gehirn und unsere Körper an unsere Genitalien eine Message, dass sie sich sollen ausschalten. Wie funktionieren Bremsen? Bremspedal wird auch nach in der Fachspruch Sexual Inhibition System genannt, SIS. Inhibition heißt Hemmung und Erbannung zurückhalten. Dummer da also nicht gemeint, dass ich scheu ist, aber auch da geht es um neurologische Messagen, die dem Körper an der Genitalien mitteilen, nee, stopp, schalte dich aus. Hier ist es wichtig zu wissen, es gibt 2 Sorten von Bremsen. Also wie beim Auto kann man die als Bremspedal und Handbrems verstehen. Bremspedal funktioniert ähnlich wie das Gaspedal. Das Brems bemerkt all potenzielle Bedrohungen. Alles, was man gesehen hören, riechen, berühren, machen, an Signale sind, die sagen, lo lieber nicht. Wie die Fußbremse beim Auto, reagieren sie auf momentane Reize. Und das alles wird hier als guter Grund interpretiert, lo nicht erreicht zu sein. Zum Beispiel das Risiko von einer STI-Überdrohung oder ungewollter Schwangerschaft, weil kein Kondom du hast. Oder Sozialkonsequenzen, weil ihnen an der Öffentlichkeit ist. Das Brems ist den Tag über dafür verantwortlich, dass man nicht die ganze Zeit unangemäß erreicht sind, zum Beispiel bei einem Meeting oder bei einem Aufsitzen mit der Familie. Das ist auch das System, den den Ausknäpfchen trägt, wenn mit beim Sex in älteren Teil oder Geschwister als Versehen Tiere machen. Die zweite Brems ist ein bisschen anders. Sie möchte mehr Lust, mir dafür ständig Nee-Merci-Signal. Wie die Handbremse am Auto. Wenn ihr probiert, mit ungezogener Handbremse zu fahren, da könnt ihr vielleicht ein Ziel, aber dauert alles viel mehr lang und es braucht mehr Benzin. Während die Fußbremse erst da Angst vor Konsequenzen hat, ist die Handbremse die mit der Angst vor Versuchen zu dienen hat. Zum Beispiel Angst, keinen Orgasmus zu haben. Oder Sorgen darüber, ob er sexy genug ist. Oder wie die Person, die es beim Sex plagisch gesagt, als ihr Körper bewährt. Wie funktioniert Erregung? Da Melina Goski sagt, Arousal is the process of turning on the ons and turning off the offs. Das heißt, für erregt zu sein, muss man auf den Gasdrecken an von der Bremse ruf. Es brauchen die 2 Mechanismen vom Dual Control System. An Schwierigkeit ist hier, die 2 Systeme funktionieren unabhängig voneinander. An dem der Gas gedrückt wird, geht nicht automatisch Brems aus. Wenn die 2 Systeme nicht am Gleichgewicht sind, da klappt es oft nicht so, wie wir das wollen oder wir merken, dass es nach Kind mehr flott sind. An diesen Momenten kann man sich freuen, leidet darunter, dass das Gaspedal nicht genug stimuliert wird oder gehen Bremsen zu stark stimuliert. Stehen nicht gerade gleichzeitig Gas und auf der Bremse. Ein häufiger Fehler, die Leute machen, wenn sie einen Mangel an Erregung oder Lust spüren oder keinen Orgasmus können haben, ist das zu meinen, dass es Gaspedal mangelt. Es ist aber viel mehr wahrscheinlich, dass sie inzwischen auf der Bremse stehen. Dafür ist es nicht nur gut zu gucken, weil ich schöner sexy finde, mir auch darüber, was Gründe können sein, die ihre Bremsen aktivieren. Hier ist es wichtig zu wissen, dass Erregung nicht nur davon abhängig ist, wie stark Gaspedal stimuliert wird und wie man bremsen, mir es auch darum geht, wie empfindlich die Bremsen an die Gaspedal auf Stimulation reagieren. Und das Empfindlichkeit ist das ganze Leben lang mehr oder weniger stabil. Es kann ihn verändern, was ihn als sexuell relevant und untörnend hält, und es kann die Situationen verringern, die bei einem Brems trippeln. Aber wie viel Stimulation den Accelerateur braucht, also den SES, oder wie schnell unser Nervensystem auf Brems trippelt, den SIS, das kann ihn nicht beeinflussen. Wenn du willst wissen, wie sensibel dein Sexual Excitement System oder dein Sexual Inhibition System sind, dann kannst du den Test vom Amelie Nagoski machen. Heißt Sexual Temperament Questionnaire. Du findest ihn auf der Website sexpodcast.lu unter dieser Rubrik zum Dual Control System.
Wéi halen ech op Bremsen ze drecken. Bei munsche Leiit gëtt der Regung éichter duerch intern Angst gebremst, zum Beispiel ze lang ze brauche fir errecht ze sinn oder zuerch net attraktiv ze sinn. Bei anderen sind Bremsen éichter vun äußeren Fakteuren, zum Beispiel Karl Face, zuerch beim Sex erwischt ze ginn oder dat sie vergiss huet wäsch opzehenken. Für jiderin ass bëssen ënnerschädlech wat bei engem op de Gas a wat op Brems drégt. Mei generell kann e soen, dat Stress immer op Brems drégt. War Stress dein Thema ass, da lauschte an Rubrik zu Kapitel 3 a 4 heran. Och eng negativ vu op den egene Kierper sowie kulturell verankert schumt vis-à-vis vu Sexualitéit drégt immer op Brems. Weil wat mir als sexuell relevant an Unhörenden vorholen a wat als bremsend ass net ugebur, mir me lehren dat an eisem gesellschaftlichen a kulturelle Kontext. Wannst du willst méi zum Thema Selbstkritik, kulturelle Kontext an den Abfluss vu Sexnegativitéit gewur gin, da lauscht an Rubriken zu Kapitel 5 an. Eng empfindlich Brems, onofhängig vom Gaspedal, ass der stärkste Faktor für sexuell Unzufriedenheter Probleme. Et ass awer so, dass viel Leute eng durchschnittlich sensibel Brems hunn. Meet kann sinn, dass ganz viel Bremsfaktoren sich unhefen. Wie zum Beispiel Stress am Job, Erziehungsberechtigung niewebei nach einer Verpflichtungen, an top Gefühl oder den Druck, musse Sex zu hunn oder sogar gute Sex zu hunn, an schlecht Gewissen zu kreen, wann en kein Lust huet. Für opzehalen op Brems zu drecken, ass die Kurzantwort: Reduzier dein Stress, sie verläuft zu deinem Körper, erlos die falsch Vorstellungen darüber lass, wie Sex funktionieren soll, für Raum dafür zu machen, wie Sex tatsächlich an deinem Leben funktioniert. Ganz konkret kannst du außerdem die Weiterarbeitsblätter vom Amelie Nagoski machen, die ich da auch noch in dieser Rubrik verlinkt tun. Das heißt Turning off the Offs, für besser zu verstehen, was die Bremse sind und mit welchen Strategien du hin kannst beginnen. An Sexy and not so sexy Contexts, für zu verstehen, wie ein Kontext für dich gut und nicht so gut funktionieren. Passend dazu kannst du auch an die Rubrik von Kapitel 3 Stress and Sex in Kontext erläutern. Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewinnten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner a Jugend, a mat freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio Ara. Das Minister für Education, Kanner a Jugend an Graffiti ginn all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.